Willkommen bei Push. Mit dicker Luft auf der Wiesn. Ich sag nur höher, schneller, kürzer. Ich bin jetzt heute das 3. Mal damit gefahren und ich habe so das Gefühl, dass es immer unterschiedlich lang dauert. Auf jeden Fall eine Sauerei. Auf der anderen Seite, die Geschäftsleute wollen halt auch ihr Geschäft machen. Das sowas, dass man dann die Fahrzeit verkürzt, das finde ich eigentlich eine Frechheit. Fahrzeitentrickserei bei Kettenkarussell und Co. Heute kurz, morgen lang, aber immer zum selben Preis? Wie viel Fahrspaß bekommt man für sein Geld? Das sollen diese beiden in Trachtentarnung mal prüfen. Unsere Reporter Anja und Tobi stoppen die Fahrzeiten an unterschiedlichen Tagen, mittags und abends. Immer exakt vom Start, bis die Spaßkisten stehen bleiben. Und sie stellen die Betreiber. Auf geht's. Montagmittag. Der Festplatz noch nicht so voll. Reporter Tobi sucht sich diesen Autoscooter aus. Feuer frei! Wie lange dauert die Fahrt für 2,50 Euro? Und stopp! 2 Minuten 10 für 2,50 Euro. Ist okay, oder? Absolut, aber wie lange fahren die Crashkarren am Testtag? 2. Samstagabend derselbe Autoscooter. Bisschen laut hier, aber selber Autoscooter, selber Fahrpreis und exakt dieselbe Zeit. Ein Preis, immer die identische Leistung? Von wegen. Die Überraschung folgt Sonntag. Bestes Wetter, die Wiesn rappelvoll. Oh. Und Schluss. 1 Minute 25. Das sind einfach mal 45 Sekunden weniger für denselben Preis. Komisch, ne? Heute ist es voll und schon fährt man ein bisschen kürzer. Zur Übersicht, die gestoppten Fahrzeiten. Montag und Samstag alles im Lot. Am extrem gut besuchten Sonntag der Ausreißer. Zufall? Eher nicht, sagt Dennis König. Deutschlands einziger Kirmesredakteur besucht bis zu 100 Rummel im Jahr. Das ist einer der teuersten Plätze der Welt hier in München gerade. Und wenn die da mehrere tausend Euro Standgebühren zahlen, Stromgebühren, Transportkosten etc., dann geht es einfach ums Geld verdienen. Also es ist dann wirklich so, dass die Leute, die einfach warten darauf mitzufahren, möglichst schnell auch mitgenommen werden sollen. Und dementsprechend, wenn man sieht, da ist eine große Schlange, die Leute wollen hier mitfahren, dann verkürzt sich eben die Fahrt ein wenig, die nehmen wir jetzt noch mit. Und nicht, dass sie jetzt noch zur Konkurrenz abwandern. Volles Volksfest gleich kurze Fahrzeit? Läuft das immer so? Wir testen weiter an diesem Kettenkarussell. Erste Messung, wieder Montagmittag. 4 Euro zahlen Erwachsene hier werktags. 4 Minuten 02. 1 Euro pro Minute. Passt. Nun Messung 2. Samstagabend. Jetzt kostet der Rundflug in 55 Metern Höhe 6 Euro. Und Anja, Fahrzeit? So, 4 Minuten 27. Macht für den Aufpreis von 2 Euro gerade mal mickrige 25 Sekunden. Tja, die dritte Messung, wieder Sonntag. Der Festplatz brummt. Unsere Reporterin fährt diesmal mit im Kettenkarussell. Kaum oben angekommen, geht's aber auch schon wieder runter. Kurz, ziemlich kurz. Jetzt aber mal schön hinhören. Ergebnis 2 Minuten 32. Also das ist echt der Tiefpunkt. Über 4 Minuten hatten wir die letzten Tage, immer jetzt nur 2,32. Das geht gar nicht. Der Unterschied zwischen Samstag und Sonntag? Satte 2 Minuten weniger Fahrspaß fürs gleiche Geld. Hier werden Besucher ordentlich beschummelt. Da haken wir doch an der Kasse mal nach. Ich bin jetzt das 3. Mal damit gefahren und ich habe so das Gefühl, dass es immer unterschiedlich lang dauert. Nee, da täuschen Sie sich. Eine Fahrt immer 4 Minuten. Eine Fahrt 4 Minuten, das waren doch heute keine 4 Minuten, oder? Das ist natürlich schon ein seltsames Verhalten der Schausteller, wenn dann tatsächlich man die Fakten auf den Tisch legt und man sieht, die Fahrt war de facto kürzer und trotzdem wird dann ein bisschen geschwindelt, dass es exakt die gleiche Dauer war. Schade und bedauerlich, ist aber meiner Meinung nach nicht typisch. Wenn sich da unser Experte mal nicht täuscht, denn Reporter Tobi sitzt schon in der nächsten Spaßschleuder. Satte 8 Euro kostet das Wiesenkatapult. Heide Witzka. Ist aber auch ein krasses Gerät. Fahrzeit am Montagmittag? 2 Minuten 30. Nicht besonders lang. Ob es am anderen Tag länger oder kürzer ist, werden wir rausfinden.
Dann machen wir ein kleines Quiz. Samstagabend ganz schön was los. Was glauben Sie, fährt man nun für 8 € lang oder kurz? Die Auflösung kommt. 1 Minute 33, 1 Minute kürzer. Selbes Fahrgeschäft, selber Preis, 8 €, aber 1 Minute kürzer. Das ist fett. Und auch Sonntag gehen die Sicherungsbügel verdammt schnell wieder auf. 1 Minute 34, eine Sekunde länger als gestern. Umgerechnet bekommt man zu Stoßzeiten für 1 € gerade mal 12 Sekunden Fahrspaß. Na, gibt der Herr am Steuerpult die viel zu kurze Fahrdauer zu? Das ist verkehrt. Also unsere Fahrzeiten sind immer gleich kurz. Jede Fahrt wird manuell von der Hand von mir gesteuert. Und das müsste ich ja wissen, wenn ich dann längere Fahrten habe. Natürlich variiert die Zeit dazwischen. Wenn dickere Personen fahren, schließt der Bügel nicht, der muss danach gedrückt werden. Oder manche brauchen länger zum Ein- und Aussteigen. Hä? Wir messen doch keine B- und Entladezeiten. Faule Ausrede. Karussellbremser. Insgesamt bei 8 Fahrgeschäften haben wir Zeiten gestoppt. Nur bei diesen fliegenden Raketen gab es für denselben Preis immer dieselbe Fahrdauer. Vom Gesetz her gibt es keine Regelung, wenn man als Gast des Oktoberfestes möglichst lange Karussell fahren möchte, dann sollte man werktags unter der Woche einfach mal zur Mittagszeit hier hinkommen. Dann werden die Karussells garantiert länger fahren. Oder mein Tipp, nur Looping oder Geisterbahn fahren. Bisschen einseitig, aber bei denen gibt's eine feste Strecke und die ist immer gleich.